Hi zusammen, ich bin Anita und ich mache heute das Video natürlich wieder über die Passerelle, aber spezifisch, wie ich mich für die Englischprüfungen vorbereitet habe. Ich habe mal ein Video gemacht, das sehr lang gegangen ist, wo ich wirklich alles thematisiert habe, was mir dann in den Sinn gekommen ist. Und ich habe jetzt zu den einzelnen Fächern kürzere Videos gemacht. Ich habe schon eins zu Deutsch gemacht, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich werde jetzt heute einfach kurz etwas zu der schriftlichen Englischprüfung sagen und dann detailliert mit euch durchgehen, wie ich für die mündliche Prüfung gelernt habe. Ihr seid vielleicht an meiner Note interessiert. Ich denke, ich zeige euch das mal. Ich hoffe, ihr seht es bei Fremdsprachen. Also ich habe in der schriftlichen 5,5er und in der mündlichen einen 6er gehabt. Also das zusammen gibt einen 6er. Ja, also das war mein bestes Fach gewesen. Und wegen dem denke ich mal auch, dass der ein oder andere Tipp wahrscheinlich auch hilfreich ist. Die schriftliche Prüfung ist eigentlich sehr ähnlich wie wenn ihr ein Englischzertifikat macht. Also es ist ähnlich aufgebaut. Also haben, glaube ich, einen Teil mit Leseverständnis und dann so Text, wo ihr Wörter zum Teil schon vorgegeben haben, aber in einer anderen Form. Und ihr müsst sie dann so umformen, dass sie den Text passen. Also vielleicht dann das Nomen, aber im Text wird das Adjektiv von dem Nomen passen. Ihr wisst, was ich meine. Und so einfach nur ein Lückentext, weil ihr irgendetwas selber überlegen müsst. Also einfach die verschiedenen Komponenten. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr im Unterricht seid. Auf jeden Fall, ihr übt das eigentlich während dem ganzen Jahr. Und natürlich bleibt dran, wenn ihr nicht so gut seid. Ich meine, ich muss vielleicht zu dem Zeitpunkt sagen, dass ich, bevor ich Passerelle angefangen habe, ich schon das Advanced gehabt, also C1-Niveau, und Passerelle Englischprüfung ist schon zwischen B2 und C1. Also muss ich sagen, dass mein Englisch schon relativ halt gut war. Wegen dem. Aber falls euch die Sprache nicht so liegt, dann würde ich euch definitiv empfehlen, die Übungen immer zu machen. Und auch immer im Unterricht zu erscheinen. Was wir auch hatten, sind wie Probenprüfungen. Also die lohnen sich wirklich. Also falls ihr eine Schwierigkeit habt mit irgendeiner Grammatikregel oder so, dann könnt ihr vielleicht auch auf die Lehrperson zugehen. Die hat sicher ein Material für euch. Und eben einfach üben, üben, üben. Also das kann man wie nicht anders lösen. Wenn ihr allgemein eure Englischkenntnisse verbessern wollt, vielleicht habt ihr ja noch nicht Passerelle angefangen, dann ist jetzt Zeit dafür, wäre irgendwie Serie auf Englisch zu schauen, wenn ihr schon Serien schaut oder Film. Oder also Bücher auf Englisch zu lesen, das müsst ihr ja eh noch für die mündliche Prüfung. Das hilft sicher. Und versucht euch einfach eben so gut wie möglich vorzubereiten mit diesen Übungen. Viele unterschätzen Englisch. Sie denken sich, ja, easy, ich meine, es ist nur Englisch, wie schwer kann das sein? Und es sind zum Teil Leute, die eigentlich gut wären, aber eben sich nie wirklich mit dem auseinandergesetzt haben und dann vielleicht knapp genügend sind, obwohl sie eigentlich viel mehr hätten rausholen können. Aber ja. Und am Schluss habt ihr ein Essay und das könnte entweder so eine Art Erörterung sein oder Kurzgeschichte. Da würde ich euch empfehlen, euch eigentlich zu überlegen, was von beidem ihr wollt. Wir haben an unserer Lehrperson jeweils so Textsorten müssen abgeben, also dürfen abgeben, sagen wir es mal so, weil es ist sehr hilfreich, wenn ihr ein Feedback von der Lehrperson bekommt. Man merkt dann schon, wenn man so einen Text schreibt, was einem besser liegt. Wobei ich mich während der Prüfung umentschieden habe. Ihr bekommt für die Kurzgeschichte bekommt ihr wie so einen Abschnitt oder so einen Satz oder so, wo ihr dann irgendwie einbauen müsst, entweder am Anfang oder am Ende vom Text. Und mich hat das nicht so inspiriert, dass ich eigentlich eine Kurzgeschichte schreiben wollte. Ich habe mich dann für eine Erörterung entschieden, und bei der Erörterung ist es so, dass ihr irgendwie ein Zitat oder so bekommt und etwas zu dem schreiben müsst. Also ihr werdet darüber informiert. Auf jeden Fall habe ich mich dann für das entschieden. Dort könnt ihr euch vorbereiten. Also ihr wisst Einleitung, Hauptteil, Schluss. Ihr wisst, wie das Ganze gemacht wird. Ihr könnt euch auch im Vorfeld Wörter überlegen. Also ihr müsst das eigentlich schon können, irgendwie so first, second, in conclusion. Ja, ihr wisst. Und was auch noch gut ist, ist, wir haben so eine Liste bekommen mit Wörtern, also Synonymen, anstatt dass ihr einfach immer walk oder go oder was auch immer sagen, gibt es ja verschiedene Formen, also auch wie im Deutschen kriechen, also crawl oder
was auch immer. Aber eigentlich ist es wichtig, dass ihr grammatikalisch korrekt schreibt, dass eure Sätze Sinn machen. Also schreibt nicht zu lange Sätze und obwohl es cool wäre, wenn ihr eben ein bisschen fortgeschrittene Wörter einbringen könnt, ist es besser, wenn ihr euch einfach haltet und das nicht verkompliziert. Ja, um das geht es eigentlich. Es geht nicht darum, dass es extrem literarisch ist oder was auch immer. Es geht wirklich darum, dass es verständlich ist und dass ihr verstanden habt, was die Aufgabe war. Falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Kommen wir zu der mündlichen Prüfung. Ihr müsst euch ja 3 Bücher aussuchen, beziehungsweise, ich glaube, wenn es Kurzgeschichten sind, ist es etwas anderes, oder wenn es Gedichte sind, aber ja. Auf jeden Fall haben wir 3 Bücher ausgesucht und wir haben eine Liste bekommen mit Büchern, die akzeptiert werden. Ich kann dann nachfragen, ob es gleich akzeptiert wird. Und ja, also ich habe, falls es euch interessiert, ich habe Hamlet von Shakespeare gehabt, Great Expectations von Charles Dickens und The Scarlet Letter von Nathaniel Hawthorne. Das sind, ich würde sagen, eher kompliziertere Bücher, aber es sind natürlich so Tricks und Tipps, die ihr anwenden könnt für egal welches Buch. Aber falls ihr schon Bücher gelesen habt oder ihr einfach wisst, dass euch gewisse Bücher gefallen, dann nehmt lieber die als irgendwelche komplizierte Bücher, wenn ihr wisst, dass es einfach zu schwer für euch wird. Also schaut, dass ihr die Bücher in einer Bibliothek oder so findet und ein bisschen durchschauen könnt oder online, dass ihr schon mal schaut, wie es geschrieben ist, ist es kompliziert, ist es okay und ob es genug Zusatzmaterial gibt. Und mit dem meine ich zum Teil, also vielleicht kennt ihr Spark Notes, ich zeige es euch nachher online, aber ich habe auch so ein bisschen Büchlein gekauft, wo eben Charaktere beschrieben werden, Symbole, wo Sachen analysiert werden, eigentlich alles, was ihr nachher in der mündlichen Prüfung können müsst, ist da drin. Falls ihr ein kompliziertes Buch habt, wie Shakespeare, gibt es zum Teil so Bücher, das heisst No Fear Shakespeare, nachher irgendwie der Titel Hamlet und dann ist wirklich die eine Seite ist das Original und das andere ist quasi das einfache Englisch, also dass es mehr kennen. Also gut, das ist jetzt die Seite von Spark Notes, da haben wir das Inhaltsverzeichnis. Ich habe jetzt Scarlet Letter genommen, um euch das zu zeigen. Also dann, was ich mache, ist, ich habe jetzt geschaut, wie es unterteilt wird. Also da sind es jeweils 2 Kapitel. Und dann, sagen wir jetzt bei Chapters 1 und 2, habe ich die jetzt gelesen jetzt in meinem Buch. Weil das Buch auch ein bisschen schwerer ist, gibt es auch Übersetzung, ist auch online. Da kann man einmal drauf. Und da seht ihr auch, aber das ist jetzt der Originaltext und da haben wir die moderne Version. Da kann man das auch so lesen, falls man eben etwas komplizierteres hat. Dann würde ich jetzt dann sagen wir, hätte ich jetzt die ersten 2 Kapitel gelesen. Dann gibt es die Zusammenfassung, würde ich das jetzt auch lesen. Und genau, und dann haben wir die Analyse von den ersten 2 Kapiteln, würde ich die jetzt auch lesen. Und dann habt ihr ein Quiz, das ihr machen könnt. Das finde ich sehr praktisch, weil dann könnt ihr euch das Wissen gerade überprüfen. Genau, ich könnte da jetzt einfach so ein bisschen ja, dann könnt ihr jetzt ein bisschen durchgehen. Genau, das sind meistens so 5 Fragen. Und natürlich könnt ihr auch bei den Charakteren, dort könnt ihr auch irgendwie das lesen und dann ein Quiz dazu machen. Also zumindest, also wirklich zu fast allem gibt es irgendein Quiz. Und was ganz wichtig ist, wo habe ich das? Das sind die wichtigsten Zitate, die nochmal erklärt werden. Und wirklich eines von denen ist bei mir bei der mündlichen Prüfung vorgekommen. Also schaut die wirklich gut an. Und dann zum Teil auch Bücher im Unterricht lesen, falls ihr eines von denen nehmt, schaut euch das Material, das ihr von der Lehrperson habt, auch nochmal gut an. Genau, also leset die Bücher sicher durch. Es gibt Spezialisten, die die Bücher zum Teil nicht lesen und nur Zusammenfassungen lesen. Macht das bitte nicht. Ich habe die Bücher, ja, was habe ich sie,
Ich habe sie eigentlich richtig gelesen mit der Methode, die ich euch gerade gezeigt habe, und dann nochmal halt einfach so ein bisschen überflogen, über die wichtigsten Stellen nochmal angeschaut. Und ja, beim zweiten Teil müssen wir ja über ein Bild reden. Dort würde ich einfach das mal beschreiben, was ihr seht. Und dann, ihr könnt auch ein bisschen das Thema wechseln, wenn es wirklich etwas ist, was euch nicht interessiert. Wenn es etwas ist, wo ihr nicht ganz wissen, was es ist, könnt ihr sagen, ja, es sieht ein bisschen komisch aus, es erinnert mich an das, und dann könnt ihr auch von dem zu erzählen. Hauptsache ihr redet. Ja, aber es geht wirklich schnell vorbei. Ja, das sind eigentlich all meine Tipps. Ich hoffe, ihr habt etwas davon mitnehmen. Wie schon gesagt, falls ihr Fragen habt, stellt die bitte. Und ja, ich hoffe, dass es euch geholfen hat. Merci vielmals fürs Zuschauen. Viel Glück bei euren Prüfungen. Es werden jetzt noch ein paar Videos folgen zu den anderen Fächern, und falls es noch etwas gibt, was euch interessiert, mache ich vielleicht auch zu dem ein Video. Mal schauen. Also in dem Fall bis zum nächsten Video. Tschüss!